Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Es ist jetzt zwar nichts Neues, aber wir wiederholen zu dieser Stelle gern nochmal. Die Schweiz fährt an die Fußball-WM 2018 zu Russland. Gratulation, Wladimir Petkovic. Vielleicht die beste Leistung von der Mannschaft national. Bin ich stolz, weil die Schweiz jetzt ist ein großes Land mit vielen wichtigen Leuten. Wilhelm Tell, Globi, Papa Moll, Heidi und jetzt haben wir mit Petkovic. Wunderbar, ja. Ja, vielleicht ist auch schon bald, gibt es Buchkinder über mich, Vladi in Russland oder als Musical mit Musik von Bala. Er heisst Gülle. Bala, Gala, ja. Freude vor ist groß, aber alle immer sagen, Petkovic ist so ernst. Kann nicht lachen, aber habe ich guten Witz. Manchmal bin ich auch Vogelspaß. Ein Witz? Ja, so los, in dem Fall. Ist aber kurz, sehr kurz. Macht nichts. Also treffen sich zwei Jäger im Wald, beide sofort sind tot. Aha, ist das schon gewesen? Ja, okay, lustig und vor allem absolut neu, der Witz, ja. Ja, ich habe wie gesagt, ich komme gar nicht raus. Ja. Was ist im Wald mit diesen Jägern? Ja, sorry, haben jetzt die falschen Pilzchen gefressen? Ja, Baschi ist nicht so wichtig. Jäger im Wald. Das ist wirklich nicht so wichtig. Aber nochmal schnell zu dieser WM-Quali. Italien ist ja draussen, SRF-Experte Rainer Maria Salzgeber. Wie hätte die Katastrophe passieren können? Der italienische Fußball, der Calcio ist schon länger in der Krise. Die Nazi ist total überall trott. Viele Spieler haben sich nach dem Spiel gegen Schweden vor Erschöpfung kaum mehr auf einem Rollator abstützen. Ist es nicht so? Und die Hälfte der Mannschaft ist schon dabei gewesen, wo der römische Kaiser Caesar in gallischen Krieg gezogen ist. Mehr müssen wir sich das mal vorstellen. Der Altersschnitt, das glaube ich auch gar nicht, der Altersschnitt von der italienischen Nazi ist höher als der in einem durchschnittlichen Altersheim in der Lombardei. Das muss man sich vorstellen. Aber gibt es trotzdem eine Hoffnung für die leidenden italienischen Fans? Jawohl, der Sommer hat der ganze italienische U5-Nazi die WM zu Cagliari gewonnen. In 15 Jahren dürfte die Generation dann voll im Saft sein und gilt darum als haushoher Favorit an der WM 2032 in Trinidad Tobago. Ja, da sind wir gespannt, Baschi. Ich check ja, wie gesagt, ja, der Witz mit diesen Jägern immer noch nicht so. Ja, komm, Baschi, etwas anderes. Der Bund hat eine Studie zu Bern gestoppt. Dort hätten 1000 Kiffer ihr Gras legal in der Apotheke sollen können posten. Jetzt ist alles abgesagt, weil es gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen würde. Ja, wie gesagt, ist okay. Ich meine, ich würde sowieso nie bei einem Apotheker mein Gras kaufen, ja. Wieso nicht? Ja, beim Dealer kommst du wenigstens noch Müsterli zum Probieren über. Zum Beispiel, Roten Afghan, Fruity Juice, American Dream, wie gesagt, Early Pearl, oder das Finest, oder im Nisha White, Super Skunks Automatic. Okay, und wie ist denn jetzt in der Apotheke? Ja, in der Apotheke kriege ich nur etwas gratis, oder die neueste Ausgabe vom Junior. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.